Es wird Zeit, die Abenteuer hier auf hoher See endgültig abzuschließen bei Hallo vs. Legends. Hallo Freunde, willkommen zurück. Und ihr seht, ich bin hier ein bisschen durchgekommen und wir haben jetzt von allen Charakteren die Stufe 2 Waffen. Ja, Halleluja. Ja, auch von König Daphnos Johansson Hyrule, wie bereits im letzten Part noch erwähnt am Schluss, oder vorletzten Part, glaube ich, aber eher vorletzter. Und zwar auf Legende-Modus, letzte Schlacht da mit Wind Waker und so weiter. Da haben wir also gegen den Phantom gewinnen muss. Irgendwo da muss ein Areal gewinnen. Ja, ein Areal gewinnen. Ja, ein Areal besitzen, erobern, wie auch immer. Und dann an der Kiste drin ist seine Stufe 2 Waffe. Das sieht momentan wie folgt aus bei unseren Charakteren. Ich meine, gut, die Maß kennen wir sowieso noch, oder? Hier links soll man es gar nicht weiter zeigen. Natürlich interessant ist Ganondorf. Waffenkammer. Breitschwerter, gut, die kennen wir auch, Schwerterfinsternis, ist ja klar. Dreizack, jetzt hat er den Dämonen-Dreizack mit relativ viel Power, den wir hoffentlich heute noch in Aktion nehmen werden. Dann den Rest hier kennt man eigentlich soweit auch, was kann noch neu sein. Ich glaube, das aber noch nicht gezeigt in der ersten Staffel. Zepter Hydrin ist ihre Stufe 2 Waffe, bei Vulgar ist es der Bergspalter, naja, Und dann das sehr eindrucksvoll bei, ja, wieso auch immer das bei Pyroman der rote Ring ist. Mein Stufe 1 ist der blaue Ring, Stufe 2 der rote Ring, okay. Von mir aus, Midna kennen wir aber auch schon mit Dämmerungsspiegel, genau. Link ist auch nichts Neues mit sonniger Gottheit. Bei ihm genauso mit dem Liebesballon, ich glaube auch noch gezeigt, wenn ich mich richtig erinnere. Linkel kennen wir noch zu Genüge. Haben wir den Ende-Modus freigespielt. Dann, ja, er hat auch die Mondokrina. Schön. Tunding hat das Phantomschwert, das habe ich auch schon gezeigt, das können wir sowieso, Königslevel von ihr. Noch im Legende-Modus und jetzt bei ihm endlich Stufe 2 Waffe ist das 7-Meilen-Segel, was wir auch aus The Wind Waker HD kennen, das schnellere Segel. Bei ihr, die Heilige Lyre Stufe 2, das kommt erst noch im eben Master Wind Waker Map. Gut. Für meinen Teil heute will ich vor allem eine Mission zocken, eventuell sogar eine zweite. Und dann halt die nächsten Karten noch angucken, je nachdem wie lange es heute dauert. Konkret heißt das, die letzte Mission hier auf der Karte ist diese hier. Besiegen den Dämonenkönig im Schloss, auf hoher See wohlgemerkt, oder nochmal kennen. Und ich will sagen, nach dieser Mission hier, weil die war echt krass. Besiege schnell ein Riesenmonster. Ist, wenn man so denkt, eigentlich nichts Besonderes. Gennen, Phantomgennen und der Verbannte, aber ich sage euch, die sind alle so nah aufeinander, die kannst alle nicht mit einer Waffe platt machen. Es war vor allem Phantomgennen, der haut ja mal so ein paar Dinge um die Ohren. Also als er dann auf Stufe A abschließen konnte, Rang A, das war mehr Glück als Verstand. Also ganz ehrlich, die Mission hat es ein bisschen in sich hier. Aber egal, heute machen wir damit weiter. Fürs Erste. 3 Stück, sehr gut. Wie gehabt, auf Stufe 1 oder Platz 1 oder Link mit dem Master Sword. Dann kommt Ganondorf. Ich hoffe, ich kann bei ihm. Jo, hab's schon ausgewählt. Gut, jetzt muss ich gekauft natürlich noch. Jetzt doch noch. Ja, Wind kann man hier freischalten. Hier auf der Wind Waker Map. Und das hier ist halt per DLC freischaltbar. Sein Wind Waker Outfit. Gut, mit 13 natürlich zum Zeigen. Dann, eigentlich kennen wir bereits alle, habe ich auch schon gezeigt, mal das 7-Meilen-Segel vielleicht mal. Petra kennen wir schon. Ja, die will man eigentlich gerne lieber für andere Maps noch aufsparen, das haben wir bereits mal gezeigt. Genau, das Horky glaube ich auch schon. Wenn ihr kommt natürlich noch bei Gelegenheit, aber ja, vor allem wegen dem Segel, war. Genau, machen wir so. Die 3 Charaktere, was nehmen wir da am besten? Ich habe noch nicht viel mehr gemacht hier mit dem Feen. Aber wie gehabt, weil Dekune mit Schwarzloch und Aurora haut immer noch grandios rein. Gut, letzte Mission. Ich denke mal, es könnte ziemlich Brett schon. Also wird schon relativ wehtun. Dann natürlich coole Credits noch und mal gucken, wie wir das Ganze abschließen, wie es natürlich nach mit dem Let's Play weitergeht. Ob wir erstmal eine Pause machen, ob ich direkt weitermache. Mal gucken. So, keine Sorge, ich werde auf die anderen Charaktere. Ich werde erstmal noch ein bisschen. Wow. Ja, warte, bis alles geladen ist. Okay, aber jetzt ist natürlich kein Problem. Also, da war es schon ein bisschen mehr als ein Sand, um mich klein zu kriegen.
habe Gandalf bei mir, Gandalf als Gegner, mit Sand und Girwim als rechte Hand, okay. Scheint ein bisschen... Naja, sorry, aber die Mission schon ein bisschen billig zu sein, quasi ein Abkupfer vom Legendenmodus. Was? Wollte schon sagen. Gut, Magie voll. Tschüss. Und erobert. Das müsste für König Daphnos Johansen Hyrule sein, weil er kriegt ja hier noch Herzteil plus Herzcontainer. Yep, ist für ihn. Dann würde ich mal sagen, aber es da unten war. Okay, dann hole ich mir ganz kurz hier hoch. Switch auf Ganondorf. Sage Link, er soll mal in die Feenrüstung hier rein. Bisschen ungewohnt, wa? Meine Dreizack geht eigentlich noch mit dem Outfit von Ganondorf. Naja. Okay, relativ viel Damage. Unser guter Ganondorf, warum denn das? Erstmal gucken. Erster Angriff. Okay. Das normale X-Angriff so. Plupp. Gut. Dann YX. Okay. YX. Schon ein bisschen eindrucksvoller. Das ist dreimal. Noch was Besseres hier irgendwie mit 1, 2, 3, 4. Ah, das war's, okay. Wäre vorhin schon. Und 5 Mal. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt! Also ich habe echt, aber wie gesagt, oder wie schon mal erwähnt, früher, in anderen Parts, habe ich schon mal Ganondorf Liebesdreieck auf der Wii U versucht und ich muss sagen, also ich finde zum Erobern von Festungen und so, finde ich es mit Breitschwert eigentlich geiler. Aber wenn es echt darum geht, dass er halt beweglicher ist er in der Form mit dem Dreizack echt imbar. Dauert jetzt lange. Gut. Das war Ganondorf aus The Wind Waker. Mir so richtig anbeten, so, heile Säge, was könnte alles drin sein? 7 Tage Rege. Okay. Gut, oder schlecht, je nachdem natürlich. Wir brauchen da unten auch wieder eine Fee, wie es aussieht. Nee, Moment mal. Darauf kannst du mal ganz kurz nachgucken. Irgendwas sind hier unten ein bisschen seltsam. Ich habe keine Fee gesehen. Okay, der A-Move. Wie gehabt, ich will Gandalf nicht als Feind haben. Nicht wirklich, wenn er so richtig loslegt, das ist da. Das ist hier ein bisschen doof, so direkt so aus dem Ruder fliegt, wow. Ich hätte gerne noch ein bisschen Magic. Ich sagte Magic. Ich weiß eine Barriere drin. Wäre doch nicht ganz so geil. Hey, Schwung ist doch hier irgendwie. Toll. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt mit dem Breitschwert, dann finde ich ein bisschen besser zum Fesseln erobern. Hier ist ein bisschen. Ja. Einfach weh. Wir müssen einen langsam haben. Ich dachte gerade, ich hätte hier unten eine Fee gesehen. Die Feenjäger! War natürlich, wo sind die? Der darf noch sehen.
Oh. Das ist natürlich gar nicht geil. Da finde ich auch nicht richtig steil. Kann ich vielleicht mal die Feenjäger abfangen? Eigentlich habe ich ja hier oben schon genug, wa? Jo, also schnell loslegen. Nee, das kannst du vergessen, Alter. Wenn die Barriere errichtet, dann fällt Schloss Hyrule. Hier fällt überhaupt nichts. Was zum... Hä, waren doch gar noch alle hier. Das klingt hier auch so irgendwie crazy. Wir haben hier richtig viel zu tun. So, perfekt. Ich habe schon gesehen, da oben noch ein paar sind. Ich muss erstmal die hier irgendwie shoppen, sage ich schon, stoppen. Liegt doch hier mit Link, ist das klar, Alter? So, klar. Gehen wir ganz kurz doch mit ihm hier so stoppen. Und hier nächste Ruhe für König Daphnos Johansen Hyrule blub. Einfach nur, weil er so episch kann. Wie er sich freut. Cool war. Grandios. Leckt's gerade wieder. Tschüss. So, und gesehen, da sind irgendwie links sind zwei vorbei, ist mir gerade egal. Mach endlich mal diese verdammten Feen. Aber du endlich mal ab, ich habe keinen Bock auf dich. Dankeschön. Die wären besiegt. So, Gandalf ist noch irgendwie da unten beschäftigt. Da gehe ich mal mit ihm hier hoch. Also dritt sind sie, okay. Gandalf, hast du den langsam? Oh, die Stärke der Gute, oder? Ich wollte gerade sagen, wo ist er hingeflogen? So, perfekt. Wir switchen auf Link. Dann Ganondorf bitte auch hier hoch. Nämlich keinen Bock, dass mir hier alles um die Ohren fliegt. So. Irgendwo schnell. So schnell. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Warum sind die so schnell? Und gar nicht so mal hell. Ja, wo ist er? Ah. Check vor der Schnauze. Die verdammten Typen sind irgendwie kreuz und quer geflohen. Das ist jetzt gar nicht geil. Mal gucken, dass Link einfach mal erobert hier. Jo, schafft er schon. Währenddessen Ganondorf-Style. Wobei, wenn er ehrlich sein soll, geht relativ locky Karotti. Kann er mal hier oben ja, ein bisschen unterstützen. Kann er mal ein bisschen losstöhnen. Ja, Tornado des Windes! Er hat schon Power, also.
Die Festung wurde erobert. Bin ich nicht cool, Mann? Ja, aber einen hast du nicht kommen lassen. Den da! Schnapp ihn dir! Du mächtiger King! Der du kaum Schaden machst. Wow. Ja, komm. Das ist die Kombo des Meeres. Und die killt dich. Kommt die Segel verdroschen. Link ist ein bisschen im Bedrängnis, er komme schon. Er ist noch mein großer Bruder. Bitte, ihr müsst ihm helfen, er ist mein großer Bruder. Ja, wir kommen, ja, kommen, ja, lalalala. Gandalf? Ach, mal so als kann. Ups, falsch, hier. Jetzt ein bisschen Special. Ey, waren die nicht zwei? Offenbar bereits down. Irgendwie. Gut, Ding nimmt gerade ein bisschen Schaden. Warum auch immer. Ich. Moment mal. Okay, so nichts Wichtiges, das hier gar nicht abfangen. Geh trotzdem mal hier hin und du auch. Und warte mal ganz kurz, ob Link war. Dann mache ich noch Damage. Der Junge! Was macht der Junge da? So, jetzt reicht's mir aber. Du bist zu weit gegangen. Sehr gut, bisher Schaden Rang A. Unsere Gegner besiegt auch Rang A. Mal ganz kurz das hier. Zack, erobert. Was jetzt los? Der große Schlüssel war. Yep. Der große Key. Ein Feenjäger. Braucht gar keine Fee mehr. Habe genug hier. Zack. Spezial jetzt mal reinhauen. Nicht mehr die Fähigkeit. Wenn es aktuell gar nicht. Tschüss. Du gehst mir auf den Sack. Wohl voll aufgepowert. Die ist relativ schwach auf der Brust. Das war's doch schon. So. Wo ist er? Da ist er. Gut, dann noch Herzen voll. Besiege ihn. Ja, du sollst ihn besiegen. Ja, komm ja schon. Da ist Ghirahim. Gar kein Problem, Freunde, für unsere Sturmtruppe. Vorwärts. Ja, komm ja schon. Der Part, da haben wir so doch länger als erwartet. Wir sind gleich bei 20 Minuten. Geht den jetzt hin? Kiwa, Trottel, bleibst bitte hier. Ghirahim. Ghirahim. Hier geblieben. Ich sehe dich. Oder vom Cursor. Wenn ich den jetzt ausmache, werde ich jetzt ernst machen. Ja, versuch's bloß. Leg doch hier mit Link an. Das sowieso nicht. Hättest du wohl gerne, wa? Habe ich auch drauf. Sieh's mal. War das gerade? Getroffen. Die gegenseitig nicht. Lass es dir nicht zu Kopf steigen, dass du mich besiegt hast. Keine Sorge. Okay, ist ein so ein Volltrottel.
Da ist der stille Wächter. Keule runter. Ja, ich wollte gerade sagen, Keule runter. Keule runter. Dankeschön. Wo geht ihr jetzt schon wieder hin? Moment, mach das falsch. Feindliches Hauptquartier. Feindliches Hauptquartier. Dankeschön. Dann noch ganz kurz was vergessen, weil sonst sehen wir die epische Cutscene nicht. Spieleinstellungen. Kampffilmsequenzen. Ein bitte. Jo. Sind sie drin? Jo. Und hier bleibt gefälligst hier. So. Der Finniger ist geflohen. Ja, die arme Fee, aber... Ist mir doch egal. So, Gandalf, zeig dich. Hey! Ist voll regnet, ey. Ich bin böse! Ja, das seid ihr irgendwie alle. Schlafen schicken. Mit der Power willst du mir schlafen schieben, willst du mich verarschen? Tschüss! Ja, Ladies and Gentlemen, das war der epische Ganondorf. Hä? Strategie? Welche Strategie? Oh mein Gott! Dimensionsraubbauern! Es zerreißt sie! Er durchschreitet Raum und Zeit. Er ist hier! Es ist Ganon, der wahre Dämonenkönig! Dämon der Finsternis! Ach du Scheiße! Vor allem Gandalf hat Ganon beschwören. Er ist der gleiche, kannst du doch sagen, er hat sich transformiert, von mir aus. Aber auch nicht, er hat ihn beschworen. Hä? Jo, jetzt sind wir am Arsch, jetzt ich gehe, tschüss. Siegbedingungen haben sich geändert. Bis Siege gewinnen, ja was soll sonst tun? Mit dem Plaudern, Kaffee trinken, Karten spielen? Und jetzt wird du Get aufnehmen, wa? Link darf nicht fliehen. Ich bin Link. Ah, du meinst der Link. Der Toon Link. Der Fake Link. Wow. Hier drüben sehe ich ihn. Der ist ja ziemlich fett. Du bist uns keine kleine Hilfe. Das sagt doch gleich, wir sind eine große Hilfe. So, also Robert, schön. Hallo, Ganon. Da geht das Hauptquartier zu. Was macht er da? Da bin ich schon. Hallo. Darf bitte kurz vorbei? Du bist zu fett. Darf bitte kurz vorbei? Denk am Arsch, darf bitte kurz vorbei? Meine Fresse, ey. Fahren wir ihn ganz höflich. Darf ich bitte kurz vorbei? Nö. Muss mir jetzt eine Bombe reinschmettern. Mhm. Wow. Ja, so viel dazu. Ist der Hau ab? Einer schon. Gerne, komm schon. Och nö, jetzt kommt der Scheiß. Wieso treffe ich nicht? Verarschen? Ey, wollte schon sagen. So, einmal Pfeil, einmal Boomerang nochmal. Oh, Boomerang, okay. Irgendwie sind seltsame 3DS-Versionen, aber okay. Hey, Ganon, hier sind wir. Du, nicht so, ist nicht nett. Nee, ich sage nicht so, ist nicht nett. Also, schönes Hauptquartier. So, jetzt bin ich sauer, Kumpel. Komm her.
Ja, 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 mach. Zu lahm. Jetzt bist du dran, denn du bist zu lahm. Und der nächste Streich folgt zugleich. Ich kill ihn, ich kill ihn. Bäm. Oh, er wird schon wieder. Wieso immer ich? Danke, Link, du bist der Held von Hyrule. Auch auf offener See. Ja, muss man sagen, ziehen wir uns die Credits rein. Endlich kehrt der Frieden ein in Hyrule. Bis zur nächsten Abenteuerkarte. Tschüssi. Dann ist die Geschichte vorbei. Schalt aus, los. Ja. Freunde, das war's also mit der große See-Abenteuerkarte. Vom Schwierigkeitsgrad her würde ich sagen, etwas so wie normale Abenteuerkarte. Es hat natürlich ein paar neue Items gehabt, die habe aber sonst soweit gezeigt im Let's Play in diesen paar Folgen. Ja, ich weiß, ich habe nicht jede Mission gezeigt, aber ganz ehrlich, die wiederholen sich wirklich ständig und wenn man einige gesehen hat, haben wir schon alle gesehen. Da dachte ich mir echt wirklich, ja komm, vor allem das mit der Waffe freischalten. Ja, die Missionen sind ja auch im Prinzip die gleichen, oder? Halt einfach so, ja, du hast vielleicht mal den Endboss da und vielleicht der ist vielleicht mal etwas anderes, oder plötzlich beschwört Ganondorf Ganon. Und was ich auch schon hatte, irgendwie, dass Ganondorf plötzlich Phantom Ganon beschworen hat als Endboss, also das Bossgegner, hatte mir auch so, okay, kannst du machen, aber ist auch nichts Neues und ich muss aber trotzdem jetzt sagen, am Schluss ist halt trotzdem noch ein gutes Gefühl, wenn man so die Abenteuerkarte komplett hat, zumindest hier auf der großen See. Ja. Dann eine Gottheit noch, sogar zweimal, okay, natürlich wieder viele Items, Gold-Items sogar, ach du Scheiße. Ja, sind nur viel abgesandt, krass, und mal super noch. Maximale Anzahl von Fingerfällen hat sich erhöht. Du kannst nur bis zu 6 besitzen. Und die Master Quest Karte. Ja, offenbar ist es so, wenn ich jetzt die Master Quest Karte abschließen würde, dann hätte ich auch Zugriff auf die Termina und die Termina und Twilight Princess Map. Sprich auf die, ja, doch, also auf die Schattenkarte, aber die Termina Map. Die kennen wir auch noch aus dem Original von der Wii U. Das ist auch nichts Neues.
Was hier noch neu ist, Freunde, ist natürlich noch die Master Wind Waker Karte. Hier ist vor allem speziell, was ich gesehen habe, auf dem privaten 3DS. Hier gibt es vor allem die Waffen für Midori, sprich Stufe 2, Stufe 3 und Stufe 4 Waffen. Ja, echt Stufe 4. Das gucken wir uns ein anderes Mal noch an. Und sonst noch viele Klamotten natürlich, ist klar. Ja, die Master Quest Karte. Mit der starten wir, denke ich mal, in der nächsten Folge. Muss aber gucken, was wir da genau machen, weil, wie bereits erwähnt, die ist natürlich eigentlich das gleiche wie auf der Wii U. Nur eben, dass man jetzt hier halt noch die Stufe 3 Waffen aller Charaktere hat. Ganz kurz überlegen, doch stimmt, sind noch die restlichen Stufe 3 Waffen bis auf Midori, ist klar. Aber sonst finden wir alle Stufe 3 Waffen noch von allen Charakteren, die bisher spielbar sind. Und ja, wenn wir halt die auch gemacht haben, können wir nachher auf die Terminal Map und nachher auf die Schattenkarte, genau. Und da gibt es glaube ich noch sogar die Stufe 4, beziehungsweise halt die Stufe Sternwaffen, ne, das sind die mächtigsten. Und ab dann kann ich also Master Schwert freischalten. Also komplett heißt das und hast nicht gesehen. Ja, gibt es hier noch viel zu zeigen, aber trotzdem, ich denke, bei der Master Quest kann ich das so machen wie bei der großen, weiten Meerkarte. Was Neues, was speziell ist, zeige ich im Let's Play und den Rest mache ich offscreen. Naja, wie dem auch sei. Danke fürs Zusehen, bis nächstes Mal. Dann starten wir mit der Master Quest Karte. Tschüssi!